Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Valheim. Wir müssen ein bisschen Gas geben und ich kann nicht mehr richtig reden, weil ich muss einfach Gas geben. Ja, ich habe leider einen gestörten an der Leine. Tut mir leid. Aber so ist es normal. Man kann nicht immer alles im Leben haben, ne? Aber jetzt müssen Sie schon ein bisschen aufpassen. Ich habe auch noch Gefühle, ne? Wieder zu wenig Steine. Also, ich habe jetzt Holz zu viel und, also ja, Holz kann man nicht zu viel haben, aber es ist doch einfach immer zum Mäusemelken hier. Was hast du nur mit Mäusemelken? Tut gut. Nee, keine Ahnung. Der Typ will eiskalt Mäuse melken. Aua, ne? Ich verstehe es nicht. Kann Mir mir einer manchmal- weiterhelfen? Ich dachte, ich sei der verrückte Typ. Ach, du bist noch weit entfernt. Aber Verrückt. ist der ein Typ noch bei Trost? Nö, mein Magen knurrt. Komisch. Also in Real Life? Nö, ja. In the real. In the rock. Ja, dann würde ich dir mal empfehlen, was zu essen. Hab's vor. Oder hatte es vor. Ja, wir hatten zu Abend. Das stimmt. Ihr hattet zu Abend, ich war im Burger King. Ich war Mittag im Restaurant. Hast dir gegönnt? Oh, hey, da hinten, du Arschritze. Komm mal ran. Was gab es Ein denn scheiß Schönes im Gräuling. Restaurant? Hm? Was gab es denn Schönes im Restaurant? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Gab nur einen. Gab nur einen. Fleisch. Was war das für eins? Keine Ahnung mehr. Wir müssen auf jeden Fall draußen essen. Naja. Wegen Profit-Zertifikat. Mhm. Einen in der Runde hat es nicht und dann, ja gut. Machen wir draußen. Aber hast du dich jetzt impfen lassen? Oder Hm? hast du Was? dich jetzt impfen lassen, oder? Jojo. Echt? Weißt du, wenn wenigstens einer in der Familie, wenn es schlimmer wird, kann ich dann wenigstens noch einkaufen gehen. Wird wahrscheinlich so kommen. Irgendwann. Aber Aber wann nur hast du sicher denn gehen. das gemacht? Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich hatte auch keine Nebenwirkungen, nichts. Ja, immerhin, das ist die Hauptsache, dass das so gut ging. Die hätten mir auch eine Kochsalzlösung spritzen können, keine Ahnung. Ja, das haben sie dir vermutlich. Ja, wenigstens habe ich ein Zertifikat. Spielt keine Rolle. Was Für die Kochsalzlösung. Das war wirklich so komisch. Naja. Ja, hab mich spontan dazu entschieden. Letztens, vor kurzem oder schon länger? Keine Ahnung, von 1 bis 2 Monaten, glaube ich. Ich musste mir einen neuen Rasierer kaufen. Bin daran vorbeigelatscht, doch, warum nicht? Ja, immerhin. Das Ganze Kein ging- Riesenaufwand dafür betrieben. Nö. Walk-in, Gedingse, ohne oh, ich bin voll benannt. Ohne, wie heißt das? Ohne lange, also gar keine Wartezeit eigentlich. Tja, das ist nice. Ich musste nur so ein Quatsch-Ding ausfüllen, Personalien oder so. Ging Personalien, wenn ein, wo zwei das Minuten. Geld hin, wo das Schmerzensgeld hingibt, falls du jetzt nach der ersten Spritze direkt krepierst. Nee, Ach je, ist ja nee, alles. das ist ja, also, was zum Teil die Verschwörungsfanatiker da rauslassen, das ist ja wirklich. Du soll jeder eins. denken, es kann sich Ja, selber jeder kann einbilden. denken, was er Also. will, nur halt, irgendwann mal ist wirklich genug. Ich bin auch nicht wirklich Fan davon, dass das so läuft, wie es läuft, aber Jo, ich komme nicht mit 5G-Antennen, weißt du? 6G. Ach stimmt, das wurde letztens vorgestellt. Jetzt werden wir noch fester verstrahlt. Nein, eben weniger. Aber das kapieren die Leute nicht. Aber ich bin wirklich auch einer davon, der das bis heute nicht kapiert. Obwohl du es mir schon ein paar Mal erklärt hast. Es will nicht in meine Birne rein. Ja, eben. Also, wie kann es weniger Strahlung haben, wenn du ja eigentlich nichts anderes machst, als die Strahlung zu erhöhen?
von der Frequenz her, wie geht das dann, dass es dann weniger Also die Strahlung Strahlung wird erstens mal nicht erhöht von der Frequenz, sondern man benutzt jetzt für die 5G-Antennen eine alte irgendwie Radiofrequenz aus den, keine Ahnung was, oh, ich glaube aus den 70er oder 60er, die frei geworden ist. Also die gibt es eigentlich schon seit jeher. Und das Große der ganzen Sache ist ja halt, dass du mehr Bandbreite in der gleichen Strahlung, also in der gleichen Strahlenfrequenz zur Verfügung hast. Das heißt, die Geschwindigkeit der Strahlung, die Hertzzahl, die wird kleiner. Heißt, man wird weniger verstrahlt. Weil nicht durch. mehr so schnell die Daten durchgehen müssen. Weil der Kanal wird größer, ne? Man hat nicht mehr so viel Wasser, das durch muss. Doof gesagt. Aber ja, Also anderes eigentlich Thema. pumpen wir dann mehr Volumen. Aber langsamer. Beziehungsweise es ist komischerweise wieder schneller. Da kriege ich auch nicht ganz mehr durch. Also das ist... Irgendwie kriege ich es auch nicht mehr hin. Es geht schneller, aber irgendwie doch langsamer. Ist, glaube ich, dafür ausgelegt, dass man eben jetzt mehr Durchsatz hat. Bei gleicher Geschwindigkeit irgendwie. Und dann wird ja in der Zukunft immer noch schneller. Also es geht eher nur in zwei Richtungen. Entweder man hat mehr Bandbreite, also man lässt mehr pro Zentimeter, sage ich mal, der Quadratzentimeter durch. Doof gesagt im Kabel. Oder hat die Geschwindigkeit wird erhöht. Und je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Strahlung. Ach so. Irgendwie so. Kann es auch nicht ganz erklären. Ja, aber immerhin geht was. Ich freue mich schon, wenn ich dann endlich das Pixel 5 Hab ich. 6 Pro in der Hand haben kann. Was es aktuell noch nicht auf dem Markt für Schweizer Ja. gibt. Ah ja, ist ein anderes Thema. Wo hast du Kernholz hingepackt? Es liegt wahrscheinlich hier irgendwo rum. Keine Ahnung wo. Musste mal suchen. Ich konnte noch nicht sortieren. Eine Verfügung. Ich habe jetzt Skelett Platz. und Troll. Ich kann hier nicht durchlaufen. Wenn ich hier durchlaufe, dann Bist du voll gemüllt. genau. Aber ich habe irgendwo Hier. eine Truhe mit. Ja, mit ich habe Kernholz. ja noch Kernholz im Inventar. Ich Dulli. Alles gut. Schon. Drei breit, dann machen wir das so. So, genau. Dann noch hier. So. Und Aber da welches und welches wirst du dir holen? Das Pro oder das normale? ja, logisch, Pro. Also von mir aus das Pro. Also ich habe übrigens einen Testbericht gelesen, dass anscheinend das iPhone 13 Pro bessere Fotos macht als Pixel. Ja, was ist jetzt los? Oh so. Und dann hörst du wieder von anderen Kollegen, also Kollegen von anderen Leuten, das wieder umgekehrt ist. Es ist kommt immer darauf an, von wo die Werbung bezahlt wurde. Ja, ist halt aber so. Denkst du? Ja, ist doof und es ist nun mal so, aber es kommt mir da wirklich drauf an, wer die Werbung oder halt die Unterstützung bietet. Je nachdem, ist auch subjektiv, objektiv meine ich, Entschuldigung, das Ganze. Was man eher mag und bla bla blub und Also ich bin wirklich, seitdem du mir das Pixel 4 gezeigt hast, bin ich komplett Fan davon. Auch von der ganzen Designmäßig und wie das halt das System geschlossen funktioniert. Ich bin einfach ein Fan davon. Ich mag ey, das was nicht, machst diese. du Kack-Schamane hier? Ich mag das nicht, diese komischen Bullshit-mäßigen Ja. Marketing-Kack-Apple-Teil, was ich bezahle für einen abgebissenen Apfel. Dings. Strategie. Weißt du, man macht's ja so, doof gesagt.
Ein iPhone, hey, ein iPhone ist, ich weiß nicht, 1200, 1100 in der Base? Oder Also, was kosten die Dinger? keine Ahnung, ich glaube, das teuerste ist 2000. Ja, ja, aber ich sag mal, die Baseline. Ich guck noch mal kurz. Also die, Wir die machen Mini, anders. die Mini-Variante kostet, glaube ich, 800 Franken. Wir machen es mal so. Wir gehen mal auf die Apple-Seite. So, dann kaufen wir. Wow, wie viel haben Dann die Dinger kaufen da wir oben? uns ein iPhone. Damit Genau. man weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn es vom Konto weggeht. Wir nehmen mal hier Ein iPhone kaufen. 779. So. Das ist dann die Ähm, komplette Bullshit-Basic. Technologie, welches zum Beispiel Handys aus Jahr 2015 haben. ja, ja, Ne? aber sag's mal nur. So. Jetzt nehmen wir hier das Pixel 6 Standard, ne? Das ganze Ding. 599 gegen 779. Achso, das ist Mini. Nee, ich will das normale haben. 879. Entschuldigung, 879 gegen 599. Sind schon mal 280 teurer, ne? 280 in der Base. Und wenn wir jetzt das Pro nehmen mit 1129 minus die 8. Beim Pro sind wir 300 Unterschied. Also jetzt, ja gut, sag mal 300 Franken Unterschied zwischen Google und Apple. Und wenn du das im Kopf hast, ne? Die 300 Unterschied, ist es halt ein echt guter Deal. Hallo? Ja, ich höre dich. Ach so, ich dachte nur, du hast irgendeinen Computer Fatal-Error. Ja, den habe ich im Alles zur Kopf. Neige. Den Fatal-Error habe ich im Kopf. Ach so. Da kannst du aber nichts mehr lösen. Nichts mehr regeln. Ja. Nee, aber ich finde es halt irgendwo durch. Klar, jetzt kommen Leute und sagen, ja, man bezahlt mit Daten. Aber, Junge, du bezahlst bei Apple für Daten, die dann an Google verkauft werden. Wow. ja, das ist ein anderes Thema. Aber eben, ja, Aber, das hast du mir auch dann ausführlich erklärt, wo ich sagen muss, ja, der Typ ist nicht ganz dumm im Kopf. nein, was mache ich hier? Keine Ahnung. Till, Aber ja, ich bin jetzt, so, by the way, ich bin jetzt 2 Etagen höher gekommen mit diesem Konstrukt. ja, Nur durchs Wechseln, ja. Austricksen der Bauphysik. Warum kommen jetzt hier plötzlich solche Berserker? Das ist, weil wir weniger Licht haben. Weniger Licht. Was haut hier mal den Kopf aus hier? Die sind ja lichtscheu, also besser gesagt, die spawnen nicht, wenn es Licht hat. Und, Aber ich habe ja nichts ab. Ja, gut, ich habe ein bisschen was abgebaut, aber. ja, du hast eine ganze Struktur abgebaut, wo sie jetzt spawnen können, neu. Wo sie Aber ich vorher baue ja keine was Chance Größeres. hatten zu spawnen. Ich baue ja was Größeres da auf, von dem her, naja. So, das Konstrukt hält. Aber ja, weißt du, der Unterschied halt, oder von den Kameras her, seit dem Pixel 2 hat Google an den physischen Linsen nichts geändert. Hä? Ja, Von der seit dem Größe Pixel, meinst du? seit dem Pixel 2 sind die Sensoren 1:1 die gleichen. Für Kameras. Nur mal so. Zur Information. Wir bauen Okay. jetzt erst die dritte Version von Sensoren ein. Hm? Sind aber bei einem Pixel 6. Aber was heißt das, positiv oder negativ? Weil dann denke ich mir, die Positiv. machen eigentlich jedes Jahr die gleiche Technik rein. Die große Technik mittlerweile ist halt Software. Möglichst wenig für eine Voraussetzung Holz. Was jetzt? Ich habe ja Holz rumliegen, wie blöde. 11 Stück, was? Ich bin sonst überladen.
Der feine Herr ist hier überladen. Oh. Ich platziere mal ein Bums. bisschen hier Fackeln. Jo. Perfektum. Dann spawnen sie ein bisschen weiter weg. So. Und wenn man sich eben nur im Hinterkopf behält, was man mit Software alles anstellen kann. Jedes Jahr bessere Fotos zaubern, nur durch Softwareverbesserungen. Was kriegt man dann hin, wenn man plötzlich anstatt eine 12 Megapixel Sensor einen 48, 50 Megapixel Sensor hat? Ja, Nur mal so im Hinterkopf, ne? ja, da geht jetzt die Post ab. Das ist ein Fest, also. Da müssen andere Hersteller wirklich langsam aufholen, weil für 599 Euro, Dollar, keine Ahnung, das gleiche bieten im Kamerasegment, ne, wohlgemerkt, wie andere für über 1000. Also, wenn da nichts geht, das sind düstere Zeiten in Zukunft. Definitiv. Da gibt es wieder andere, die sagen, yo, Apple ist besser, bla bla blub. Ist mir ehrlich gesagt egal. Also, der Markt wird es regeln. Oh, schon wieder. Ein Holz. Till, nur kurz. Yo. Findest du den Leuchtturm so hoch Dachte, genug? findest du den Leuchtturm? Ja, ich finde ihn. Ist das von Mal der kurz. Höhe her akzeptabel? Also für die erste Phase, ja. Oder soll der noch mal weil du siehst ja diese Mauer, eigentlich noch mal mein Kopf höher sein. Ist das gleich nochmal mit Holz, ne, nach oben. Nein, Nee. es muss Stein sein, weil ich kann dieses Feuer nur auf Stein platzieren. Oh, jetzt ist sie schon orange und rot. Oha. Die letzten sind ja schon rot, ne? Ja, deshalb. Nö. Brauchst lieber nicht noch schlimmer nach oben. Also diese Höhe wäre für dich okay. Doofe Frage. Jetzt hier mit Holz noch weiterbauen? Nach oben, ja, könntest du. Noch ein paar, noch ein oder zwei Stockwerke. Also wenn wir jetzt so ein Kabäuschen rundherum bauen, dann geht das, ja. Cool. Und das ist jetzt wieder gebased. Das ist ja genial. Ja. Bei mir spielt es keine Rolle. Ich gehe wieder weiter. Deshalb kann man auch so hohe Türme bauen. Das finde ich ja geil. Deshalb feiere ich das so hart. Und wenn du das Holz dann wieder weg hast, kannst du wieder Stein drauf bauen und ist wieder gebased. Keine Ahnung. Nee. Zuerst gab es noch den Trick, dass du, wenn du diese Eisenpfähle, Holzeisenbalken nimmst, dass es dann wieder blau ist, der Stein. Mhm. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Wie ich mir das gedacht habe. Ja, dann nimmt das hier Form an. Mit dem Oh. Dingens. Ich habe die halbe Welt hier wahrscheinlich zerstört. Ach, nicht schon wieder. Ich habe jetzt keine Werkbank mehr. Willst du mich verarschen? Genau. Also Till, ich würde sonst wieder auf Steine farmen gehen. Mach was du willst. Ich bin hier die Hütte auseinandernehmen. Oder du kannst mir eben helfen. Du willst. Du kannst das sortieren. Also ich meine, die Dinger mal einfach nur anschreiben. Dann schmeiße ich das Ding. Also ich habe jetzt hier das Lagerfeuer weggemacht. Aber wo platzieren wir das? Sonst platzieren wir das doch am besten hier. So. Dann auch vielleicht die Portale eventuell an einem anderen Ort. Weil jetzt geht's bei denen los.
Aber hier ist dann Schluss. Was? Wo Schluss? Hier von der Höhe wegen den Bienen. Wie jetzt? Weil das wird dann... Das Ganze kommt ja eh weg. Was, das hier? Ja, komplett. Ich dachte, dass wir dieses Häuschen lassen. Und einfach neu... Oder, Vielleicht warte an mal, einem warte mal. Wir müssen kurz Brainstorming machen. Ich würde das Lagerhaus jetzt komplett durchziehen, ne? Also. Du mir kurz erklären, wie du das dir jetzt gedacht hast. Also die Breite ist ja mal gefixt, ne? Ja, die Breite und die Breite dort hinten, okay. Und die Frage ist halt eben, wie viel Items es gibt hier. Das, ja, das gibt genug. Eben. Und wenn wir jetzt hier schon, du siehst ja vielleicht Schwermetall, Eisen, Bronze, bla bla blub, Kupfer, Zinn, Stein und dann hier alles Holz, ne? Was habe ich hier? Holz, Kernholz, wollte ich dann weitermachen mit noch mehr und bla bla blub. Und dann, ich weiß nicht, was hier dann kommen könnte. In der Richtung hier. Mhm. Dass nie wieder für 4 Sorten kommen und dann hier auch wieder 4 und dann hier auch wieder 4. Aber da kommt einiges noch auf uns zu, ne? Also, das Also wird wo bestimmt, ist die Grenze vom Lagerhaus von der Länge? vielleicht 2, 3 Mal nochmal in die Richtung hier. Also sprich, ungefähr hier. Ja, mindestens, ja. Okay. Das heißt, die Schmiede muss weichen nach hinten. Das Werkstatthäuschen hier muss weichen nach hinten. Ist das richtig? Nein, ich würde nicht nach hinten, sondern in die Richtung hier. Willst du das Werkstatthaus mit dem Lagerhaus verbinden? Dass es ineinander geformt ist. Könnte man. Beziehungsweise ja, wäre vielleicht cool sogar. Aber nee, komm, wir machen das separat, wir machen das nur einzeln. Aber dann eher nicht hinter dem Haus, sondern genau in die Richtung, die du läufst. Also hier. Irgendwo. Ja, vielleicht eher doof gesagt, wenn hier hinten irgendwo dann das Lager fertig ist. Dann die Schmiede und Co. irgendwo dann hier. Okay. Hätte ich jetzt mal so gedacht, aber ob das jetzt eine Lösung ist, keine Ahnung. Ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Okay. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Tschüssi.